Seit kurzem gilt ein neuer amerikanischer Zoll auf Schweizer Produkte, 12,5%. Begründet wird es damit, dass die Schweiz zu wenig gegen Zwangsarbeit mache. Aber dabei haben die Amerikaner gar nie wirklich geprüft, wie in der Schweiz produziert wird. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video schauen wir an, was die Amerikaner der Schweiz genau vorwerfen und was Bern dazu meint. Seit Freitagmorgen, am 24. Juli, ist es so. Für Waren aus der Schweiz in die USA gilt ein Mindestzoll von 12,5%. Zum Vergleich, die EU muss 10% Importzuschlag einrechnen. Damit steht die Schweiz gleich da wie Japan und Südkorea, aber schlechter als die EU oder etwa Taiwan. Konkret bedeutet das, der Zoll auf Waren wird auf mindestens 12,5% gelüpft. Das heisst, ist der bisherige Zoll bei 5% gewesen, kommen jetzt noch 7,5% dazu. Ist der Zoll aber vorher schon bei 20% gewesen, dann ändert sich gar nichts. Dann bleibt es bei 20%. Ein paar Warengruppen sind vom neuen Mindestzoll ausgenommen. Kaffee zum Beispiel, Rindfleisch und gewisse Früchte. Das heisst aber nicht, dass die keinen Zoll zahlen. Der reguläre Zoll, den es vorher schon hatte, der bleibt. Er wird einfach nicht auf das neue Minimum angehoben. Und zur Vollständigkeit, es gibt noch eine zweite Gruppe, die auch nicht unter den neuen Zwangsarbeitszoll gehören. Stahl, Aluminium, Kupfer, Halbleiter und Pharmasachen. Die hat eine eigene Rechtsgrundlage und es wird begründet mit nationaler Sicherheit. Aber eben, für alle anderen Waren gilt eben jetzt 12,5% Mindestzoll für Import aus der Schweiz. Und was ist die offizielle Begründung? Das Büro des US-Handelsbeauftragten, der Jamison Greer, sagt es so. Die Schweiz habe es versäumt, ein Importverbot für Waren aus Zwangsarbeit einzuführen und durchzusetzen. Der Bundesrat weist diesen Vorwurf entschieden zurück. Aber der Zollansatz gilt jetzt eben gleich. Als nächstes wollte ich wissen, wie kommen die Amis überhaupt dazu, einen Zoll gegen die Schweiz mit Zwangsarbeit zu begründen? Um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die Amerikaner einen Zoll mit Zwangsarbeit begründen, müssen wir 15 Monate in die Vergangenheit zurückblättern. Am 2. April 2025 hat Donald Trump seine weltweiten Zoll verkündet. Er sagt am Tag Liberation Day. Die Rechtsgrundlage, die er angibt, ist ein Notstandsgesetz von 1977. Und damit Handelszölle einzuführen, das hat vor 2025 noch kein Präsident gemacht. Item. Für die Schweiz sind dann als Folge Zölle in der Höhe von 31% angekündigt worden. In Kraft treten ist dieser Satz aber nie. Er ist pausiert worden, damit verhandelt werden konnte. Zuerst hat dann ab dem 5. April 10% gegolten. Im Mai 2025 hat der US-Handelsgerichtshof diese Zölle basierend auf dem Notfallgesetz für rechtswidrig erklärt. Trotzdem haben die US-Behörden die 10% Zölle weiter kassiert. Weil das Urteil ist ausgesetzt worden, weil die Trump-Regierung den Fall an die nächste Instanz hat weitergezogen. Am 7. August 2025 sind die Verhandlungen zwischen Bern und Washington gescheitert. Damit ist der ursprünglich angekündigte Zollansatz eingeführt worden. Und der Satz war sogar noch höher als angekündigt. Statt 31% sind es dann 39% geworden. Ebenfalls im August 2025 hat das US-Berufungsgericht bestätigt, die Zölle seien halt einfach rechtswidrig. Und wieder ist weiter kassiert worden, weil die Behörde diesen Fall nochmal an das nächste höhere Gericht weitergezogen. Am 14. November 2025 haben die Schweiz, Liechtenstein und die USA eine Absichtserklärung unterschrieben. Die USA begrenzen den Zusatzzoll auf 15% und bekommen im Gegenzug das Versprechen, dass Schweizer Unternehmen bis Ende 2028 $200 Milliarden in den USA werden investieren.
Dann, am 20. Februar 2026, hat der oberste Gerichtshof der USA definitiv entschieden. 6 Richter gegen 3. Der Vorsitzende Richter, John Roberts, hat es unmissverständlich gemacht. Die Zölle zu erheben sei Sache vom Kongress. So steht es in der Verfassung. Die auf dem Notstandsgesetz eingeführten Zusatzzölle sind illegal und müssen per sofort eingestellt werden. Aber Politik wäre ja nicht Politik, wenn sie nicht einen anderen Weg gefunden hat, das zu bekommen, was sie will. Am gleichen Tag, wo das Urteil kam, hat Donald Trump eine neue Zollverordnung unterschrieben. Begründet wird es jetzt einfach auf einer anderen Rechtsgrundlage. Der Section 122 aus dem Handelsgesetz von 1974. Das Gesetz ist geschaffen worden, wenn aus irgendeinem Grund plötzlich unverhältnismäßig viel Dollar in ein anderes Land abfließen. In einem gefährlichen Ausmaß. Dann kann der Präsident einen Zoll auf diesen ihre Warenimport draufschlagen. Ab diesem Moment haben also 10% für Schweizer Import in die USA gelten. Auf fast alles. Aber das Gesetz hat für Trump ein eingebautes Problem gehabt. Section 122 erlaubt höchstens 15%. Und das auch nur für höchstens 150 Tage. Abgesehen davon sind Zölle basierend auf diesem Gesetz erneut vom Handelsgericht für unzulässig erklärt worden. Aber wir wissen ja jetzt, wie es läuft. Das Urteil ist ausgesetzt worden. Der Zoll läuft weiter, weil die Trump-Verwaltung in die Berufung gegangen ist. Konkret bedeutet das, Schweizer Firmen müssen wieder einen Zoll zahlen, den ein Gericht erstinstanzlich schon für rechtswidrig erklärt hat. Item. Am 24. Juli ist die Guillotine sowieso gefallen, noch bevor sich das Berufungsgericht hätte äußern können. Weil die 150 Tage waren eben schon durch gewesen. Aber auch hier kennen wir jetzt das Muster. Genau an dem Tag, wo die 150 Tage abgelaufen sind, ist von den US-Behörden eine neue, also eine dritte Rechtsgrundlage ins Spiel gebracht worden. Auf dieser werden jetzt wiederum neue Zölle begründet. Section 301 aus dem Handelsgesetz von 1974. Und diese Section 301 die sagt, dass der US-Handelsbeauftragte gegen ein Land Zölle, Einfuhrbeschränkungen oder Gebühren darf heuschen, wenn die Handelspraktik vom betreffenden Land als unangemessen oder diskriminierend eingestuft wird. Und sie muss den US-Handel betreffen. Also, zusammengefasst, die USA heuschen immer wieder Zusatzzölle. Um diese zu rechtfertigen, haben sie bis jetzt 3 unterschiedliche Begründungen gebraucht. Das Notstandsgesetz hat die Zölle gar nie erlaubt. Darum haben die Gerichte das gestoppt. Section 122 verlangt ein Zahlungsbilanzproblem. Und weil es im Dekret so gar nicht ist begründet wurde, hat das auch eine erste Instanz schon wieder verurteilt. Und jetzt Section 301 verlangt jetzt eine unfaire Handelspraktik als Ausgangslage. Also brauchen die Amis bei jedem Land jetzt etwas zu bemängeln, damit sie aufgrund von dieser neuen Rechtsgrundlage ihre Zölle weiter heuschen können. Und bei der Schweiz sind die Amerikaner jetzt auch fündig geworden. Das als nächstes. Was werfen uns die Amerikaner jetzt eigentlich vor? Der US-Bericht ist öffentlich, 92 Seiten lang. Der Ausgangspunkt: Die USA verbieten seit 1930 die Einfuhr von Waren aus Zwangsarbeit. Das Gesetz ist also knapp 100-jährig. Verlangt wird jetzt, dass auch Handelspartner der USA ein Sättigungsverbot haben. Am 12. März 2026 hat der US-Handelsbeauftragte 60 Untersuchungen gegen andere Länder eröffnet. Die Schweiz ist eines davon. Das Resultat der Untersuchung der Amerikaner: nur 6 Länder haben ein Sättigungsverbot. Kanada, Ecuador, die EU, Indonesien, Mexiko und Pakistan. Zusammen mit 53 anderen Ländern kennt die Schweiz kein Sättigungseinfuhrverbot. Mehrere Länder haben argumentiert, ihre bestehenden Gesetze würden zusammengenommen das Gleiche bewirken. Aber der Bericht der Amis hat dagegen.
Regeln, die zusammengenommen etwas bewirken sollen, sind nicht das Gleiche wie ein direktes Verbot. Was ist denn die amerikanische Argumentation konkret? Erstens, Zwangsarbeit senke die Kosten künstlich. Wer das ausnütze, produziere billiger als jemand, der faire Löhne zahlt. Zweitens, dazu komme noch ein zweiter Vorteil. Wer keine Prüfpflicht hat, spare sich die Kontrolle. Amerikanische Studien schätzen die Ersparnis, wenn ich es stageln kann, auf etwa 2,5% des Warenwerts. Der Handelsbeauftragte Greer hat es auf CNN so gesagt: Wenn ein Land Waren aus Zwangsarbeit einlässt, sei das unfairer Wettbewerb. Alle Länder sollten die gleichen Regeln haben. Und es gibt Zahlen, die ich so nicht erwartet hätte. Die Internationale Arbeitsorganisation schätzt, dass im 2021 weltweit 27,6 Millionen Menschen zu Arbeit gezwungen worden sind. Das ist mehr als 3-mal so viel wie die Schweizer Bevölkerung. Das also die offizielle amerikanische Begründung. Und dann könnte man sich ja fragen, ja Sapperlot, warum haben wir denn eigentlich kein solches Gesetz? Da bin ich bei meiner Recherche auf 2 Entscheide gestossen. Beide liegen 5 Jahre zurück. Der erste ist eine Abstimmung, die ich mich aber nicht mehr daran erinnern kann, nämlich die Konzernverantwortungsinitiative vom November 2020. Die ist am Ständemeer gescheitert und damit ist automatisch der Gegenvorschlag vom Parlament in Kraft getreten. Der verlangt von Unternehmen eine Berichterstattung und eine Sorgfaltsprüfung in 2 Bereichen: bei Konfliktmineralien und bei Kinderarbeit. Zwangsarbeit wird hier nicht erwähnt. Und es hat noch einen zweiten Entscheid gegeben, und der ist noch weniger bekannt. Im März 2021 ist beim Ständerat eine Motion auf dem Tisch gelegen. Der Titel war «Einfuhrverbot für Waren aus Zwangsarbeit». Kurz ein Auffrischerli. Die Motion ist ein Vorstoss von einem Ratsmitglied, der den Bundesrat auffordert, etwas zu machen. Also zum Beispiel ein Gesetz zu ändern oder ein neues vorzulegen. Damit das aber für einen Bundesrat verbindlich wird, müssen beide Räte, also der Ständerat und der Nationalrat, der Motion zustimmen. Eingereicht hat diese spezielle Motion der Genfer SP-Ständerat Carlo Sommaruga. Auch er hat mit den dann zumal 25 Millionen Menschen argumentiert, die weltweit zu Zwangsarbeit gezwungen werden. Das wäre also genau das Gesetz gewesen, das die Amerikaner heute verlangen. Aber der Ständerat hat das nicht wollen und hat die Motion abgelehnt. Der Bundesrat war auch dagegen, mit der Begründung, die Bundesverwaltung könne nicht prüfen, unter welchen Bedingungen im Ausland produziert werde. Das war also im 2021. Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, was Bern heute dazu sagt. Der Bundesrat weist den Vorwurf aus den USA klar zurück. Das Wirtschaftsdepartement schreibt, die Schweiz setze statt auf ein Importverbot auf ein risikobasiertes Sorgfalts- und Transparenzregime. Auf Deutsch heisst das, statt an der Grenze zu kontrollieren, verpflichtet man die Firmen, ihre Lieferketten selber zu überprüfen und darüber jedes Jahr einen öffentlichen Bericht zu erstellen. Wer diesen Bericht nicht macht oder falsche Angaben liefert, wird gebüsst. Bis zu 100'000 Franken. Bern hält das System für mindestens gleichwertig wie ein pauschales Importverbot. Das heisst, Bern bestreitet gar nicht, dass ein Verbot fehlt. Bern bestreitet, dass die Schweiz eins braucht. Wenn man aber die Schweizer Gesetze tatsächlich liest, fallen 2 Sachen auf. Erstens, bestraft wird die fehlende oder falsche Berichterstattung, nicht die Zwangsarbeit selber. Wer sauber berichtet, dass es ein Problem gibt in seiner Lieferkette, der hat das Gesetz erfüllt. Eine Konzernhaftung gibt es in diesen Bestimmungen ausdrücklich nicht. Und zweitens, die gesetzliche Sorgfaltspflicht gilt für Kinderarbeit und Konfliktmineralien. Zwangsarbeit ist nicht erfasst. Im Juni hat unser Wirtschaftsminister Parmelin
am Rand einer OECD-Konferenz der amerikanische Handelsbeauftragte getroffen. Beide Seiten würden weiter an Lösungen bügeln, hat er danach mitteilt. Nur, in Bern selber ist man sich überhaupt nicht einig. Die Linke kritisiert die Willkür aus Washington, fordert aber gleichzeitig, dass die Schweiz endlich etwas gegen Zwangsarbeit unternimmt. Die Rechte warnt vor Schnellschüssen. Man soll jetzt nicht überjuffeln und ein Gesetz machen, nur um Trump zu besänftigen. Jetzt bleibt die Frage, wenn die Schweiz so ein neues Anti-Zwangsarbeitsgesetz macht, ginge der Zoll dann weg? Das noch als nächstes. Die Antwort geben die Amerikaner selber. Für Staaten mit einem bestehenden oder künftigen Importverbot für Waren mit Zwangsarbeitsanteil wird ein Zollansatz von 10% empfohlen. Konkret bedeutet das, mit einem Gesetz käme man von 12,5 auf 10%. Der Beweis liefert ja die EU. Die haben genau ein solches Gesetz und die zahlen ja trotzdem 10%. Weil von den 6 Ländern mit einem Verbot hat nach Einschätzung vom Handelsbeauftragten der USA kein einziges das Verbot ausreichend durchgesetzt. Das Gesetz zu haben, ist also noch keine Garantie für 0% Zoll. Man kann auch dafür kritisiert werden, wie man es anwendet. Und noch etwas kommt dazu. Am 11. und 12. März sind 2 Verfahren gegen die Schweiz eröffnet worden. Das eine ist das fehlende Gesetz gegen Zwangsarbeit. Das haben wir ja jetzt angeschaut. Das andere Verfahren prüft angebliche Überkapazitäten in der Industrie. Das Resultat dieser zweiten Untersuchung hat die USA noch nicht veröffentlicht. Laut dem SECO könnte die Schweiz darum noch weitere Zölle darauf aufgebrummt werden. Wenn man das alles ein bisschen aus Distanz anschaut, ergibt sich ein deutliches Bild. In 15 Monaten haben die USA 3 komplett unterschiedliche Rechtsgrundlagen ausgenutzt, um neue Importzölle zu rechtfertigen. Jedes Mal, wenn eine Begründung weggefallen ist etwas anderes gebraucht worden. Zuerst ein Notstand, dann ein Zahlungsbilanzproblem und jetzt Zwangsarbeit. Und die nächste Untersuchung wegen Industrieüberkapazitäten läuft auch schon. Der Zoll scheint der Nagel in der Wand zu sein, den die Amis unbedingt dort haben wollen. Die momentan aktuelle Begründung ist das Bild, das man daran hängt. Geht das Bild nach, hängt man halt ein anderes her. Der Nagel bleibt. Und damit sind wir beim Kern der ganzen Sache. Ein Gesetz gegen Zwangsarbeit wäre im Moment 2,5 Prozentpunkte wert. Der Zoll selber verschwindet damit nicht. Und dann kommen wir wie immer am Schluss noch zu meiner persönlichen Meinung zum Thema. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit dieser Spende unterstützen. Ihr wisst ja, Vogonten ist zu 100% unabhängig und rein Zuschauer finanziert. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.vogonten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Jetzt aber zu meinem Kommentar. Für mich ist klar, dass es hier nicht primär um Zwangsarbeit geht, sondern die Amerikaner wollen einfach im Moment einen Schutzzoll. Das ist der eigentliche Grund. Und wenn ein Gericht die aktuelle Begründung wegnimmt, dann finden sie etwas anderes. Sich über die neueste Begründung aufzuregen, bringt darum auch nicht so viel. Und noch etwas. Die Politik und die Medien können sich immer wieder schön empören über diesen amerikanischen Protektionismus. Wahrscheinlich zu Recht. Aber zum Beispiel bei den Agrarzöllen ist die Schweiz selber noch ganz vorne dabei. Der durchschnittliche Schweizer Agrarzoll für Import liegt bei knapp 25%. 3-mal so hoch wie in der EU. 6-mal so hoch wie der der USA. Und im März dieses Jahres hat die Finanzkommission vorgeschlagen, diese Zollschranken sogar noch weiter zu erhöhen. Die Rechnung dafür zahlen die Schweizer am Schluss an der Ladenkasse. Sich an Trump abzuarbeiten, ist einfach gemacht. Aber es bewirkt halt auch nichts. Sich mit den Lobbys im eigenen Land umzuschlagen, das wäre hingegen unangenehm und könnte etwas bewirken.
Aber Handelspolitik habe ich ja nicht studiert als Badmeister. Dafür habe ich gelernt, herzuschauen, statt wegzuschauen, wenn etwas schief läuft. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!